Bei uns geht es weiter, ab und zu auch heiter. Willkommen zurück bei Dragon Ball Sparking Zero. Was? Kandidat Tenshin haben Sie mal zu sagen. Ja, es ist schön hier zu sein. Ja, Freunde, wir sind in einem Spiel, wo man, naja, sagen wir mal so, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Story hier eher zweitrangig ist tatsächlich. Es geht hier mehr darum, zu kämpfen, zu prügeln und vor allem Prügel einzustecken. Ja, vor allem so, wenn man kämpft wie ich. Aber ganz ehrlich, ja, ich bin nicht gerade der Superkämpfer mit diesem Kampfsystem hier, aber man kann trotzdem sagen, man sieht eine Steigerung. Da kann man nicht großartig drüber meckern, denn wir haben auch schon ein paar Was wäre wenn Storys und so durchgemacht. Auch so wie zum Beispiel das mit dem Cell-Arc, wo dann Son Goku gegen Cell noch so eine Grundform und dann gegen alle Sagas ineinander antritt, obwohl er eigentlich gar keine Chance gegen sie hätte. Oder natürlich auch, also irgendwie was Spezielles, genau. Wo wir zusammen mit Piccolo Raditz platt gemacht haben, also beziehungsweise alleine Raditz platt gemacht haben, bevor Piccolo eingreifen konnte. Somit hat Son Goku überlebt und hat dann eigentlich auch gegen die anderen, also das war nichts Neues von dem her, gegen Nappa und Vegeta gecatcht, aber auch gegen die Pflanzenmänner. Fast alle haben überlebt. Son Goku wurde sehr früh zum Super Saiyajin hier und Vegeta plötzlich auch und so. Also wir haben schon ein bisschen was erlebt hier. Es fehlt noch eine Was wäre wenn, aber ganz ehrlich, bis ich die geschafft habe, hier auch wieder gegen Raditz. Aber hier eigentlich auch solo unterwegs. Gut, Krillin an unserer Seite, aber der ist da eher, naja, nicht wirklich beteiligt. Der kam jetzt noch wesentlich härter und was hier noch alles kommen würde, wäre auch noch um einiges härter und so. Also bis ich das schaffe, da muss ich doch noch vor allem den Superkonto mal richtig hinkriegen, wa? So, aber wir machen weiter mit der Story. Ich glaube, wir sind jetzt schon dabei, zu Vegeta zu werden, wa? Son Goku, der in Sehne zurückgekehrt ist, setzt Teleportation ein, um Son Gohan wieder zu sehen. Also spürt, dass dieser am Land der Kaioshins trainiert. Aus Versehen bricht Son Gohan das Siegel des alten Kaioshins und vor 15 Generationen und sein Schwingungspotenzial wird freigesetzt. Derweil betritt Gotenks. Ja, genau. Gotenks betritt die Bühne, der mächtigste Krieger im ganzen Universum, der Gott der Zerstörung. Naja, also zumindest wurde ein Quizspiel so betitelt. Aber nein, natürlich nicht. Ne? Er ist, naja, klein, aber fein, sagen wir es mal so. Der Lebenskraft des alten Kaioshin kehrt Son Goku zurück. Jetzt ist er am Leben und somit natürlich um einiges stärker als zuvor. Er nimmt seine Protaro-Ringe, die noch mächtiger als eine Fusion sind, und begibt sich zur Erde. Ja, also von dem her gesehen müsste ja Vegeto... Moment, ganz kurz. Nach der Logik müsste Vegeto ja stärker als Gogeta sein, was ich immer noch bezweifle. Wir versuchen die Protaro-Ringe mit Son Gohan zu fusionieren, aber der wird vom Bu absorbiert. Nun steckt Son Goku in der Klemme. Vegeta wird in der Zwischenzeit mit Hilfe von Wahrsagerin Uranai Baba auf die Erde zurückgebracht. Son Goku bittet ihn zu fusionieren, was Vegeta jedoch ablehnt. Würde ich auch. Als Vegeta doch erfährt, dass Bulma getötet und Trunks absorbiert wurde, hat er einen Sinneswandel. Vegeta! よこせ早く Oh, Stimme ist so seltsam. Das das Original war. やろうぜよこせ早く It's time for Vegeto! Was nur für Moves? Super Vegeto! Ja, ist gut, wir haben es kapiert. Nicht so speziell sogar der Treibs, Alter. Big Bang Attack! Getroffen? Nee, ja.
Aber kämpfen wir hier ernsthaft? Was ist los mit dir? Du bist immer der Dämon Bu. Wir müssen Spaß haben. Super Konter kennt offenbar nicht, wa? Finisher Shield! Ja, komm, mal so Ende. Gibt da gar nichts drauf. Und so geht's, wa? Hä? Warte, warte. Das Kämpfe überhaupt gebrochen werden ist so scheiße. Ich bin nicht mal richtig aufgewärmt. Das war ein Kurzorte von Vegeto. Mann, noch ein paar Moves ausprobieren. Vegeto findet eine Lücke und lässt sich vom Bu absorbieren. Schließlich redet er Son Gohan und die anderen, bevor er sich in Sicherheit bringt. Durch die Rettung von Majin Buu in seine ursprüngliche Form verwandelt sich der Bu vor ihnen in seine reinste Form ohne jegliche Selbstbeherrschung. Ja, mit diesem Bu hier gibt es ja auch ein paar interessante Details mittlerweile aus dem Dragon Ball Daima Anime. Dazu später mehr, weil wir hier noch ein bisschen Daima-Content zu haben. Er lernt Teleportation und verfolgt sie. Oha. Die Schlacht beginnt. Take us einfach, okay. すごいやつだよお前は。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前に構わないのか。守りたいものがあるからだと思っている。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれない。それは今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするために楽しんだために敵を殺すためにそしてプライドのために戦ってきた。あいつは違う。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために限界を極め続け戦うんだ。だから相手の命を絶つことにこだわりはしない。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていたから頭にくるぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人頑張りかかるとお前がナンバーワンだと。Aber mir geht links mit die ganze Zeit ab, hey. Ja, du offenbar nicht, Son Goku. Uh-oh. なかなかそのチャンスがねえんだ。あいつを消してしまおうと思ったら
分間ぐらい気をためねえとな。Bin ich richtig down? がなんとか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。 Schon wieder vorbei. Okay, ich muss hier sicher nochmal ran, um ihn alleine Platz zu machen, komplett. Ja, ist halt immer noch, finde ich, ein bisschen doof, dass man irgendwie nicht direkt zwischen Charakteren hin und her wechseln kann, um der Story zu bleiben. Nee, du wirst einfach halt rausgenommen aus dem Ganzen und wenn du halt die Story nicht kennst generell, dann verlierst du komplett den Faden hier drin. Ich weiß gar nicht mehr, warum ist jetzt das so, warum da plötzlich Mr. Satan zum Beispiel auf und so, Ja, der fette Bub eigentlich lange durch, wa? Der eigentlich mehr oder weniger der Groß-Kaioshin ist. Son Goku, das ein Kier aufbauen sollen, ist erschöpft. Oh nein, er ist erschöpft, Freunde. Gib ihm doch mal einen Energy Drink oder so. Vegeta grinst schief. Nö, momentan nicht. Son Goku ist er schief grinst. Aber er hat auch eine Idee. 海洋神たち、デンデ。あの玉でこの状況を見てやがるんだろう。ベジータ。 Er gibt Ende und andere Befehle und sammelt den amerikanischen Dragon Ball ein. Dann belebt Vegeta die Erde und alle von Majin Buus Opfern wieder. たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。始めるぞ。用意をしろ。元気玉の用意だ。 Genki ウ da. ーが相手じゃ。いくらちょっとずつ元気を生き返った地球人みんなから集めたって。 少しずつではない。ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。ベジータとやら決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙中にだって話ができるぞ。 Rückblicken, ne? Wo Kaioshin ja sagt, ja, du kannst das ganze Universum richten, ne? Ich meine, wer außer den Namekianern sollte da Vegeta und Co. helfen? Zu dem Zeitpunkt. Kennt ja keine Sau, die Erdlinge da, ne? Freezer ist jetzt zu dem Zeitpunkt tot, also würde er helfen. Aber trotzdem. Außer den Namekianern kommt natürlich keiner in Frage. Cool wäre natürlich gewesen, wenn wir hier schon ein kleines Foreshadowing gehabt hätten auf Charaktere, die dann erst bei Dragon Ball GT oder Dragon Ball Super aufgetaucht wären. Aber naja, das ist wieder so ein Thema. Jetzt kommen natürlich wieder eine, die sagen, GT ist nicht Kanon. Und bei Kanon, bei Dragon Ball ist mittlerweile sowieso ein Thema für sich. Und ja, damals war sowieso noch alles anders. Und ich weiß nicht, ob die Szene im Manga auch so war. Da wird ein bisschen anders. Also Dragon Ball Z, Anime und Manga ist sowieso ziemlich verschieden. Abgesehen davon, dass es gar nicht Dragon Ball Z Manga gab. Der lief damals noch einen Original Dragon Ball Namen, aber ist ein anderes Thema. Ach ja. 助かったぜ。聞こえるか？世界の人間ども。 Ja, hier auch wieder. Vegeta könnte seine Stimme ins ganze Universum berichten. Und was macht er? Bewundert Planeten Erde. Ja, die Erde ist das ganze Universum. なんなベジータ。見直したぞ。みんな、オラに元気を可能な限り分けてくれ。 おめえはすげえよ。よく頑張った。たった一人で。今度はいいやつに生まれ変われよ。一対一で勝負して待ってんかな。ほら、もっともっと腕上げて。またな。 Hey, hallo, bin zurück. Dragon Ball Z durchgespielt. Ach ja, kämpfen wir jetzt vielleicht noch gegen Whoop? So turniermäßig und so? Ich meine, klar hatten wir ja bei Dragon Ball Z Kakarot schon, aber würde es trotzdem irgendwie feiern. Das kommt zuerst nach Dragon Ball Super, ne?
kaum vorstellen, dass der Kampf jetzt noch kommt. それじゃあまた一緒に暮らせるだか？あ、早く。 Es gibt keinen Haken. 父。 Son Goku lebt wieder und hat Buu besiegt. Nun kehrt er in sein Leben zum Familienvater zurück. Und hier setzt Dragon Ball Daima an. Also vermutlich ein halbes Jahr später oder so. Up GT! Ja, der ist natürlich cool. Gottzerstörung, Beerus Freeze Wiederbelebungsarg. Ja, mal gucken. Haben wir ihn irgendwas verpasst? Garantiert. Warte mal, sag mir. Hey, ich hätte den Kampf gegen... Ich hätte den Kampf gegen... Buu gar nicht anders machen können? Nee, hier gibt es gar keine Abzweigung mehr. Hä? Okay, irgendwie schade. Ich hatte irgendwie die Hoffnung gehabt, dass wenn ich jetzt hier... Buu schneller platt mache oder so, weil, ja, er kam aufgewärmt. Ach du Scheiße, jetzt geht's zum Super Saiyan Gott über. Das wird ja lustig. Son Goku wurde durch seinen Kampf mit Majin Buu wiederbelebt. Er verbringt nun seine Tage mit Training, damit er noch stärker wird. Daraufhin war er ein neuer und noch mächtigerer Gegner. Während Son Gokus Training erscheint bald Bulmas Geburtstagsparty der Gottzerstörung Beerus, der offenbar einen Super Saiyan Gott sucht. Niemand hat gegen Beerus eine Chance, der die Macht besitzt, alles zu zerstören. Mit Hilfe von Familie und Freunden erwacht Son Goku als Super Saiyajin Gott und nimmt das Schicksal der Erde in seine Hände, als er Beerus gegenübertritt. Oh, ich muss sagen, in dem Spiel liebe ich die Form. Ihr werdet gleich sehen, warum. 勝負だ、ビルス様。オラが勝ったら地球を破壊しねえでくれよな。いいだろう。でもこの宇宙には破壊神の僕より強いものなど存在しない。まだまだ。 Ja, er darf auch selber kämpfen. Son Goku wurde zu Boden geschlagen. Ist er noch nicht erledigt. Mit eisernem Kampfwillen steht er auf, um Beerus erneut entgegenzutreten. Ah, danke. あれってただのサイヤ人だよな。ええ。本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を持って So, wir haben natürlich neue Fähigkeiten. Und einer davon ist die Götterfessel. Die wird richtig spaßig. 神の放つ火は普通の人間には感じることができないんですから。 Erstmal das göttliche Kamehame. Oh gut, du warst so schnell. Erstmal den Gotteinschlag. Okay, er will nicht. Frech. Ganz schön frech, diese Katze, wa? Mann! Liegen wir daneben! Sauerei! Hat sich gerade Ultra Instinkt ein, was ist denn das? いいね。らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の Einmal, 神と神の戦いだ。 Junge, kann er mal stehen bleiben? Ist ja nervig. オラの本気もまだまだこん So, なもんじゃね mal えぞ。 gucken, kann ich gleich reinsetzen? Die Götterfessel, ne? Naja, knapp neben ist auch vorbei, wa? よし、じゃあ行か。 Ja. Ich bin hier, du bist da, für die Rallala, für die Rallala.
So, jetzt! Nein, fuck! Oh, das wäre so schön gewesen. Mann, ich bin raus! Der muss ich gerne nochmal ran, ist klar. Mann, ich wollte gerade die Götterfelsen einsetzen. Der kämpft ganz schön fies. So, und jetzt, Son Goku ist tot, die Erde wird trotzdem zerstört, oder was? Nein, nee, ich muss ich muss gewinnen, ne? Ist besiegelt. Ja, okay, gut. あれってただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。こっちだよ。 Nein, verdammt! Ah, die Götterfesseln wäre so geil, wenn die einsetzen könnte. Mag ich den Typen. Ah ja! Hä? Haben wir die getroffen oder was? Fuck, er ist weg. Nein, er mich wieder. Nein! オラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ。Ja, was treffe ich ihn überhaupt? Ja, da haben wir nochmal ganz kurz ran. Man, ich will ihm die scheiß Götterfelsen ausprobieren. Ich weiß nicht, ob es gerade sinnvoll ist gegen ihn. ただのサイヤ人だよな。ええ、本当にうまくいったんでしょうか。僕には父さんの気を全く感じられないんですけど。それでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。こっちだよ。まだまだ。Nicht leider Typ.いいね。らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の
神と神の戦いだ。 Na, scheiße. 怖くなくちゃ Ja, diese Götterfesten ist super, aber sie klappt nur im こん Nahkampf. なもんじゃねえぞ Ernsthaft? Macht ihr den Cheater-Move aus oder was? Ah, Mist. Wann macht der Damage? Junge! Ja, ich wollte irgendwie schön kontern, aber es klappt irgendwie nicht ganz so gut, wie ich wollte. あれってただのサイヤ人だよなええ本当にうまくいったんでしょうか僕には父さんの気を全く感じられないんですけどそれでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。 Ich hasse den Super Konter, weil ich ihn selber nur so selten kann. So, jetzt aber. Das meine ich. Mist, also befreit. In dem Modus, wenn er dann soweit ist, kann er gar nichts mehr machen. Das ist wirklich quasi dein Gefangener. Also Moveset und guckt das erste Mal gegen Broly ein im Film. Und ist aber irgendwie auch cool, um irgendwie Angriffe abzufangen. Ne? Also von dem her. Ein ganz interessanter Move. Viel abgefangen, ne? ここからが本当の神と神の戦いだ。そうくなくちゃオラの本気もまだまだこんなもんじゃねえぞ Er hat's abgewehrt! So wie damals mit dem Crusher Ball von Cheese. Macht das wieder? Hat er für immer eine Energieanzeige, ne? Darf man nicht vergessen. Na toll. Da macht er einmal so ein Konter und ich bin fast wieder tot. Das ist doch einfach nur... Okay, jetzt versuchen wir heute. あれってただのサイヤ人だよなええ本当にうまくいったんでしょうか僕には父さんの気を全く感じられないんですけどそれでいいんですよ。神の放つ気は普通の人間には感じることができないんですから。 Ja, der Move trifft mal, cool. Ne, らしくなってきたじゃないか。ここからが本当の神と神の戦いだ。そうくなくちゃオラの本気も Nein, こんなもん lockig. じゃねえぞ Hey, wieso hat's jetzt mal geklappt? Dem klappt eigentlich der Rache-Konter immer bei dem Move. Ah, ich hasse, wenn ich mich auf solche Dinge verlassen muss. So, jetzt zum Beispiel. Perfekt. Das hat geklappt, wie es sollte. Du. So, machen wir schnell Long Aura.
Mann, ich sehe doch so nichts, sie sollen so kontern. Oh Mann, da war ich jetzt so gut dabei. Bios, du Spielverderber. Also Problem ist mit dem Teleporten, ne? Wenn man da quasi auf die Lüfte schleudert und man sich dann sagt, ja, du kannst so teleporten. Ja, klar, könnt ihr. Aber wenn ich halt nicht genau sehe, wo er ist, dann stimmt natürlich das Timing nicht mehr, ne? Gerade unter Wasser natürlich selten dämlich. Deswegen setze ich da eigentlich eher auf den Rachekonter, also den ich auf der PS mit R3 auslöse. Der klappt eigentlich sonst auch gut, aber in dem Kampf halt gar nicht mehr. Ist seltsam. Naja, nächste Part sehen wir weiter, Freunde. Bis dahin, tschüss.